Maja, wir sind an die Favela gekommen und da sind wir direkt an so ein Zentrum gekommen, nachdem wir erklärt hatten, wie wir es beholen, dass wir nur bei Nähe bleiben, dass wir nicht zu viel Foto machen. Also das Zentrum, wo wir waren, wird kofinanziert oder unterstützt von Brüder Stehlen, der Patrick Godda aus Lützeburg von Brüder Stehlen, also eben da, er schafft auch teilweise mit. Da sind noch 2 Leute fast angestellt, und der Rest sind Benevoler, die leben noch an der Favela. So neben Infrastrukturen, mit Reim, für das Kinder, nachdem sie aus der Schule kommen, dahin können etwas warmes zu essen kriegen. Ich meine, Mittags, Nachmittags auch noch Ovens. Die Ältere kommen dann noch hin sichern. Da machen sie eben Aktivitäten, also dass sie dem Moment von der Straße fort sind. Da sind Kinder auch schon gekommen, und die haben sie ein bisschen etwas vorgewiesen. Ein bisschen gesungen, ein bisschen Capoeira getanzt, haben wir noch matt gemacht, das war ein bisschen peinlich. Und dann haben wir uns in so kleine Gruppen abgeteilt, und da sind wir richtig, also ein bisschen weiter runtergegangen an die Favela. Da konnte man mal also das richtige Panorama gucken, also ob ganz Rio de Janeiro, was ziemlich impressionant war. Also ich habe uns ziemlich sicher gefühlt. Die Leute leben auf der Straße, weil die Häuser so eng sind. Und überall kleine Gassen sind, spielt sich Leben auf der Straße auf. Sie sind alle gut ganz Leben moin, sie verkaufen Sachen, sie lachen. Tisch an sich können einem alles ziemlich friedlich rüber. Wir sehen auch nicht die Hand run. Und wo da gehen, also auch müssen gehen, weil ich nicht weiß, was aber nach Kind geschehen. Hier in der Nähe